Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 Uff Pelzig. Und jetzt gucke ich mal, ob ich meinen Cliffhanger bzw. mein Spoiler, mein selber gestellte, mitsamt meine Erwartungen hier erfüllen kann. Also treffen wir hier der Papa Knot in der Kapelle mit einer wunderschönen, grad gezimmerte Fenster. Es wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt, was uns hier in der Kapelle jetzt erwarten wird. Ob da die Lynn möglicherweise ist oder ob der Papa Knot hier ist oder was hier einfach kommt. Okay. Er ist zumindest mal hier anwesend. Sollten vielleicht zumachen. Hier ist wieder was. Oh je. An den Pfarrerpropheten Sullivan Knot von... Moment. Das machen wir anders. Das machen wir anders, ihr liebe Leute. Und zwar... Die Schrift kann ich wahrscheinlich sehr schwer nur lesen. Deswegen machen wir das so. An den Pfarrerpropheten Sullivan Knot von Laird Byron, niedergeschrieben von Nick Tremblay. Danke für die Kopien deiner Evangelien. Ich habe sie an denen unter uns weitergegeben, die noch genug Hirn und Augen haben, um sie zu lesen. Doch wir brauchen mehr Wein, nicht nur für die Kommunion, sondern auch um unsere Schmerzen zu lindern und unsere Wunden zu desinfizieren. Meine Herde beschwert sich, dass du ihnen mehr versprochen als gegeben hast, und obwohl ich sie ohne Probleme mit dem Tenor meiner Stimme und den Fäusten meines Trägers kontrollieren kann, bevorzuge ich den sanften Weg. Du bist Gottes meistgeliebter und eine heilige Gabe an uns allen. An uns alle. An uns allen? Alle, eher, ne? Laird. Was ist das für ein blöder Name überhaupt? Laird. Manometern, alles nur ein Großbuchstabe. Der scheint ja auch sehr viel Hirn zu haben. Und sogar die Maria-Statue weint. Manometer. Also, dass die heilige Jungfrau Blut weint, scheint hier wohl ein verbreitetes Thema zu sein. Oh Mann. Ich glaube, den hat wirklich der Martin Archambault in Outlast End so gut gefallen, dass er durch das für Outlast 2 total ausgeweitet haben. Da ist noch eine Folterbank, so Streckbank ist hier noch, glaube ich. Oh Gott. Rückwärts. Was kommt jetzt? Das ist das Wappenwitter von der Religion. Okay, du hast der Beichtstuhl. Du könnte irgendwas Hässliches sein. Warten wir es mal ab. Aber eine Folterbank in der Kirche, im Raum, zeugt nicht gerade von sehr tolle Sache. Ach, da kommt der Lärm her. Okay. Ich sehe dich. So, Army Sau Judas steht da. Hat auf die Brust geritzt kriegt. Den müssen wir wohl retten, nämlich auch. Im Beichtstuhl kann ich mich verstecken. Was hängt da? Papa Knot wieder. Maria-Statue nämlich auch. Das kennen wir, glaube ich, auch schon. Ja, Jesus am Kreuz. Wird er künstlerisch sehr anspruchsvoll gestaltet. Und ach, was sehr Interessantes. Ja. Also Tollikirch, wunderbarer Baustil. Das kann schon fast mit dem Speyerer Dom konkurrieren hier. Oh Mann, ich will gar nicht zu dir, Judas. Und du hast noch einen Leichehaufen nebendran. Lauter so Halbglatzen-Typen. Hat ja keiner mehr volles Haar. Na gut. Nee, die Messer Mary ist woanders. Who's there? Who are you? My name's Blake. The outsider? The father? I'm not anybody's father. I just... Kill me! You have to kill me! Noth is coming back. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Okay. Das klingt für mich sehr logisch. Wie bringe ich dich jetzt am besten um, du Geräderter, armer Judas? Wie bringe ich dich jetzt am besten um? Wenn du nicht hier irgendwie Töten-Button oder so parat? Und er ist auch überhaupt nicht eingebildet, sitzt hier auf dem eisernen Thron da. Wie mache ich das am besten? Ja,
Manometer, ja, bist schon ziemlich armi Sau, das steht außer Frucht. Aber wie mache ich das jetzt am besten? Ich vermute mal, wir haben nicht ewig Zeit. Oh Mann, oh Mann. Scheiß, die Wand da. Hat er noch irgendwas aus seiner Stirn? Nee. Okay, Auf die Streckbank oder so können wir jetzt auch nicht packen. Ich glaube aber, der Blake wird sich weigern, das zu machen. Und daher sollte man vielleicht mal weitergehen. Hier ist natürlich zu. Okay. Wie mache ich das jetzt? Also wir können die nur entweder umbringen oder wir lassen es sein. Aber der Knot kommt auf jeden Fall hierher. Da könnte man vielleicht hochklettern. Ne, das sind nur die Beichtstühle. Das wird nichts bringen. Ich bin gerade mal wieder wie allzu oft hier ratlos. Wir wissen wieder nicht, was ich machen soll. Aber irgendwas sagt mir, dass ich da nicht rausgehen sollte. Die Sackgesichter! Bin gar nicht da. Hau ab, du Sackgesicht! Nein! Okay. Ich weiß nicht, was das für welche sind. Ob das die Ketzer sind oder ob das irgendeine Eliteeinheit vom Papa Knot ist. Kann ja auch nicht sagen. So wie die Martha, ob das da irgendwie die persönliche Vollstreckerin ist oder irgendwas in der Art. Ich kann es gar nicht sagen bisher. Also an dem Judas-Typ kann ich nichts machen. Ja, an dem Typ kann ich nichts machen. Ah, die Sackgesichter kommen wieder. Okay. Ach Mist, ich sollte mich von denen vielleicht jetzt nicht unbedingt killen lassen, sondern mich eher verstecke. Aber die sehen mich jetzt bestimmt gleich wieder. Da unten drunter kann ich mich nicht verkriechen. Die sehen mich doch bestimmt jetzt sofort wieder. Mist. Ja, die werden mich jetzt bestimmt sehen, weil weg hier kann ich nicht. Ja, das war's dann. Die finden mich hundertprozentig. Die werden blöd, wenn nicht. So toll, wie ich da stehe. Ja, komm. Renn! Au. Hoi. Okay. Ne, die scheinen aber nicht zu den Ketzer zu gehören. Die haben normale Kreuze um. Deswegen schätze ich mal einfach, dass die zu den normalen Christen gehören hier. Wir verstecken uns mal so im Beichtstuhl. Und ich habe die Hoffnung, dass er uns so erstmal nicht sehen können. We found her, Dizzy. Oh. Tried to flee amongst the skulls, not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary! Oh, God! Answer your yoke mate, honey. He can't see you. Ich sehe hier aber auch überhaupt nichts. Please, tell him I don't. Let her go! Oh, God, Mary, I'm sorry. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann noch. Ich höre ja nur was. God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. Oh. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Was er wahrscheinlich Stimme hat. Where did Oh, oh. Val take her? Can't! This is for you, Josiah. Make the woman scream. Ich sehe glücklicherweise auch nicht, was da abgeht. Auf der anderen Seite. The womb that harbors the Antichrist. Kann ich da irgendwas sehen? Irgendwas erkennen? Doch, tatsächlich.
Da ist noch hier so ein anderer Typ dabei. Ah, und da sind sie. Tell Josiah to make it stop. Guardian for simple. Ich sehe nur hier auf der Streckbank, dass jemand ist. Und ach, Zerschnitter. Du ist der Papa Knot. Tell you. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines of the mountain. Val has her in the mines. He'll never get her back. Not before the birth. Wow, wie Geburt. By the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies Alter. screaming. Thank you, Josiah. That's American. Wow. Give the woman rest. Ach du Scheiße. Wie der sich schon bewegt, der Schwappel. Alter. Okay, den kann ich mit seinem Gefolge sowieso nicht niedermachen. Den Typ allein krieg ich wahrscheinlich hier. Aber die ganze Garde, die da dabei ist. Na toll. Mines. Where the fuck are the mines? Die Frau Hense 8 zerschnitter, verstümmelt und dann auf der Streckbank getötet. Ach du Scheiße, das war mal wieder ein großartiges Event hier. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. Das ist es. Allerdings Folter, ja. Scheiße. Das heißt, wir müssen zu der Mine jetzt. The road to the mine is somewhere around here. Wir müssen zur Mine. Und Lynn kriegt ein Baby. Wie schnell und wieso das auch immer so schnell ging, wissen wir nicht. Boah, da hängt die Kniescheibe schon raus. Ich weiß, wie heftig sowas ist. Mir ist selber mal die Kniescheibe rausgesprungen. Manometer, scheiße. Ist das eine jüngere Frau? Boah, die sieht ja echt böse aus. Das ist aber eine jüngere Frau, obwohl die Haarstrukturen alle gerade so gut gemacht sind. Aber, was ist denn da passiert? Ist der, für Teufel. Der Hals abgerissen oder was? Dann haben sie mit einer Axt getötet. Und die Ache haben sie vorher auch rausgepopelt. Leckerli. Guderle. Ach du Scheiße, und wie der Papa Knot sich schon so bewegt. So. Also der ist so immens fett, der Typ. Und auf einer Seite anscheinend verbrannt, wie ich das gesehen habe. Also der ist definitiv ultra hässlich, der Typ. Und wirklich so fett, wie er dort dargestellt ist. Okay, das haben sie blockiert, bitte. Und von da aus hält das er Rede, ja kein Wunder. Der Typ ist ja so immens fett, der kann sich ja gar nicht richtig bewegen. Der kann ja wahrscheinlich auch nirgendwo für längere Zeit stehen. Der wiegt bestimmt sei 200 Kilo plus, der Typ. Boah, Mann. Oh, oh. Nicht gut. Nicht so gut. Jetzt rennen die uns wieder hinterher. Aber der Typ hat uns auch nicht verroten. Muss man am 8 zugute halten. Der Typ hat uns auch nicht verroten. Okay, jetzt habe ich mich noch selber verletzt vor lauter Arg. Ich weiß nicht, wo hier. Das ist immer das Problem hier. Ich weiß nie, wo hier. Hi. Ja, schlacht mich ruhig ab, du Ach. Darfst du ruhig. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Wo bin ich jetzt wieder am Galge? Ja, wenn du erschöpft bist. Ja, okay, das wird mich jetzt mein Leben kosten. Hi. 3 Sackgesichter. Okay, das ist unfair. Das war abzusehen. Also 3 Sackgesichter, das ist zu unfair, wie ich finde. Aber kriegen wir auch irgendwie hier. Okay. Noch einmal. Na gut, probieren wir es halt noch einmal. Was anderes als Rennen kann ich eh nicht. Musik. Dazu das wunderschöne Glockenspiel. Kann ich hier hochklettern?
Nee, du kannst nicht hochklettern. Kann ich wirklich du nicht hochklettern? Ich würde sehr gern da hochklettern, wenn das ginge. Ah, hi. Hallo, Herr Sackgesicht. Au. Na gut, das hat wenigstens nicht so sehr Schockmomente, wie das in Outlast 1 der Fall war. Wo ich dann wirklich hab rennen müssen und... Oh Mist, ich komme nicht mal zum Schluck Wasser vor lauter Arg. Er ist in der Kapelle. Ja, auf ihn, Freunde. Die Outsider. Also, wo lang? Ich weiß nicht, wo lang. Komme ich dort durch? Ach, da komme ich da bestimmt durch. So. So, da kann ich mich durchquetschen und da kann ich doch bestimmt wieder zumachen, oder? Nee. Natürlich nicht. Okay, dann muss ich dort mich durchquetschen, nämlich ja. Und dort dann raus. Und dort die Treppe hoch. Solange es mich jetzt in mein persönliche Galge führt, ist alles in Ordnung, denke ich. Okay. Okay. Ja, wieder hoch mit dir, Blake, oder? Warum kracht's? Ihr verstört mich, ihr Leute. Aber du scheinst immer nicht hinterher zu kommen. Okay. Dann bin ich jetzt hier wohl richtig. Oh. Ah ne, ist wieder nur eine Statue. Der sieht glücklicherweise nicht so aus wie bei Slender the Arrival, dieser Minecraft-Zaun. Der war ja ganz furchtbar animiert. Oh, was war denn das? Ach, habe ich mich am Kaktus gestochen. Okay. Kann auch passieren. Da komme ich denn drüber? Nee. Da ist auch Stacheldraht dazwischen. Geht wahrscheinlich richtig bös weh, du. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich jetzt hier durch? Durch den Stacheldraht komme ich garantiert nicht durch. Ich weiß es mal wieder nicht. Ich weiß es nicht. Mann, das ist fies. Also manchmal blicke ich hier echt nicht durch und weiß nicht, was ich zu machen habe. Und man sieht mal wieder nichts. Es ist mal wieder düster. Duscht daher wie eine wahre Ladung voller Arschlöcher. Das ist gemein. Ach, da ist wieder Lücke. Okay. Ich hoffe, ich werde jetzt wieder nicht verfolgt. Weil mit einer Verfolgung ist als richtig heftig. Da weiß ich als wirklich nicht, was ich zu machen habe und wo ich hin muss. 3 Batterien im Sack, kein Verband, das ist etwas schade. Aber 3 Batterien im Sack, das ist doch schon mal ein Anfang, die Sache. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Unser Bilanz hier, würde ich sagen, ist, wir finden weniger, als es in Outlast 1 der Fall war. Und unsere Batterien gehen auch sehr viel schneller aus. Nicht nur wegen Nachtmodus, der durchaus sehr energieschluckend ist, sondern ach, wegen unserem Mikro, was wir natürlich auch zur Verfügung haben. Steht Sache. Wir machen hier jetzt erstmal zu, damit uns nur kein Spinner hinterher steigen kann. Vorerst. Ich weiß nämlich nicht, was das Spiel hier wieder für uns vorgesehen hat. Was hier für Teufelei auf uns wartet. Ach du Scheiße. Aber ich sehe zumindest einen Verband hin in der Ecke. Da ist ein Verband und ich glaube, das sind Kindermumie. Ja, finde einen Weg zur Mine, klar. Aber ach du Scheiße. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße. Ach, das sind keine Bopper. Das sind jetzt eindeutig richtige Kinder. Ach du Scheiße. Alter, du krankes Schwein. Oh Gott, die wird uns doch bestimmt arg greifen. Ich will nur vorbei. Oh Gott. Ach du liebe Zeit. Ich würde hier gern zumachen, wenn möglich. Aber das geht wohl nicht. Oh Gott, ich bin mir wieder... Ja, ich lese das später. Sobald ich Zeit dafür habe. Ach, da kann ich durch. Okay, und jetzt?
Und jetzt wo lang? Oh Gott. Wo lang? Wo wieder hier in so einer tolle Camping... Wow. Hau ab! Okay, das nehme ich Ammo mit. Das filmen wir auch und lesen wir später. Aber ich weiß nicht, wo lang. Wie so oft weiß ich nicht, wo ich lang muss. Klong. Klong, 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 klong. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Wow. Dann hätte ich nämlich sagen, ich lese die Dinger nochmal hier vor. Es wird heute wieder ein bisschen etwas längere Episode. Kapitel 2. Also gürtet eure Lenden, jene, die mich hören wollen. Bereitet euren Verstand, seid offen und schlicht im Warten auf die Offenbarung. Seid gehorsam wie Kinder ihren Eltern, wie Eltern den Propheten, wie Propheten dem Herrn und seinen Engeln. Denn ihr wisst, ihr seid nicht unverderblich durch unverderbliches Gold, noch sind es die Lügen der Überlieferung eurer Väter, gezeugt nicht von unbeflecktem Blut, die Linie Adams war bei Kain nicht mehr zu erretten, der beschnitten war, doch starrhälsig, unbeschnitten im Herzen und eures Vaters Lust schlecht gewachsen. Wer wahrlich entweihte die Offenbarung des Abrahams und des Jesu von Nazareth und von Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Qasim, ihr verdammten Juden, ihr verdammten Christen, ihr verdammten Moslems, die ihr Verdammnis seht und auf die Ernte wartet. Aber hört nicht das eitle Gerede eurer Väter und verbringt eure Zeit in Furcht und ergebt euch nicht ignoranter Lust. Und wenn der Vater euch zur Rechenschaft zieht, so verteidigt seinen Himmel und vergießt das Herzblut des spinnenäugigen Lamms, des Feindes, dem ungeborenen Prinz der Lügen. Für seinen Glauben wurde ihm offenbart, seid heilig, da ich es bin. Genau. Und wieder Vals Tagebuch. 9. März. Ein ruhiger Himmel. 6 weitere meiner Kinder, wenn auch nicht meines Blutes, trafen heute auf die Klinge. Ich weinte, als schlachteten sie die Frucht meiner eigenen Lenden. Ich schnitt tief in Markus' Hals, bis das Messer die Wirbelsäule traf. Doch selbst auf dem Scheiterhaufen noch wand er sich vor Schmerzen. Und Papa lächelte und sang davon, uns am Fluss zu versammeln. Und alle Stimmen in Templegate stimmten ein. Nur eine Stimme war auffällig in ihrer Abwesenheit. Gott hätte mittlerweile antworten sollen, entweder durch Wort oder durch Taten. Gott, bitte antworte uns, erfülle die Versprechen deines Propheten. Wir brachten der Erde solche Opfer durch Blut und dem Himmel durch den Rauch verbrannten Fleisches, dass das Schweigen selbst eine Nachricht ist. Liebt jemand Gott, wie ich es tue? So oft, wie ich es tue? Bleibt abzuwarten. Und ich sage ihr, liebe Leute, ich mache hier jetzt auch wirklich einen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Outlast 2. Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.